Ja, is eerder gereden wil ik zeggen een paar Wörter. Ich habe durchgelost zwei wichtige Unionen in dem Friedrichen Sessie. Koidem kol, jeden was haben nicht gen Hei. Und das ist sehr große Territorium, das hebt sich an da und nimmt darum, dass sich ganz Ukraine, Podolia, Bessarabia und so von Ukraine. Als man hat nicht gen Hei, heißt es, als man hat nicht gen Hei dort, wo man schreibt da Hei. Aber einmal kommt da einer Hei, wo man schreibt nicht gen Hei. Und es ist nicht damals so, ein Punkt wie in New York kann man einmal hören R, wo man wollte nicht gedarft, und man hört nicht, wo man wollte ja gedarft, ja. Nicht als ein Cuber, nur ich gedenke in meinen jungen Jahren, als jeder Konduktor in der Bahn pflegt ausrufen Jamaica Avenue, ja. Das heißt, zwischen Vokalen kommt da ein R, dasselbe auf Jiddisch, ja. Und mein... In Hartford and Hampshire. Yeah, hurricanes hardly ever happen, yeah. Ja, das ist das meiste bei Teil Londoners auch so und andere Engländer, als sie haben nicht kein H-Seiten zwischen Vokalen. Ist auf der größten Territorium ist das so und heißt es als Hey und A, retten wir daraus A. Und wir können nur wissen von Kontext, was wir meint. Und wie gesagt, noch ärger, einmal hört man nicht an A, nur a Hey. Ja, einmal in Teil von den Dialekten hat man nicht kein An, man hat nur A. Wenn man will sagen an A, wird man gesagt a Hey. Hey gegen a Hey. Ja. Die kennst die Geografie besser von mir, aber wie ich verstehe, in Russland ist nicht du kein Hey Plan, suchen sie ein Gimmel anstatt der. Sagt sich, dass wie sie reden Jiddisch mit der Hey mit dem? Römerreich versteht sich auch wegen dem euch an Arbeit. Für was decken sich nicht die Sachen, die gewisse Sachen in Jiddisch mit dieselben Sachen in Slawisch? Sie decken sich nicht, ja. Sondern das Slawische, Russisch ist speziell, weil Russisch von anstatt Hey hat man Gimmel. Aber Ukrainisch hat ja Hey. Und dafür ukrainische Jiden haben nicht kein Hey. Ja. Polisch ist da ein Gemisch, weil Polisch, man schreibt einmal so und man schreibt einmal so. Teil Menschen reden sie beide aus H und Teil reden sie beide aus Ch. Aber das ist keiner differenziert nicht. Aber das ist nicht so wie auf Jiddisch. Auf Jiddisch ist nicht so ein Plan zwischen Hey und Chof, noch zwischen Hey und gar nicht. Ja. Und das ist, bis dahin gibt es da in die slawischen Dialekten, aber nicht auf demselben Ort als auf Jiddisch. Ist das eine von den, wie heißt es, 4 Riddles in Bilingual Dialectology. Das ist eins von den Riddles von Rechtsrettenischen, was hat, wie gesagt, herausgerückt, eine Hypothese, aber nicht gefunden, kein Antwort. Es bleibt noch, es darf noch kommen ein Goyen, was wird verändern, alle Kasches, was besitzt, hat man zugetracht. Ja. Es ist auch eine Anekdote von dem Yeshiva-Bacher, was läuft da raus in Gas. Gewalt, ich habe einen goldenen Teretz, nur die Kasche fällt mir. Ja. Da ist verkehrt, wir haben so viel Kasches, aber nicht da wer soll gefunden dem Teretz. Und die zweite Sache ist, Takezow in Ukraine. Ich habe das der Mond bekitzert, ja, als mir hat es heraus nicht Städtel nur Stietel und nicht Leben nur Lieben. Perl Perl ist gewinnt Pirl, ja. Pferd ist Pferd und 20. Teil sagen und Teil sagen I. Teil sagen Stittel und andere sagen Stietel, ja. Aber in Rovne, Pirl ist gewinnt Rovne und Rovne ist befehlisch nur I und I. Heißt es als Lemoschel. A Litvak sagt, ob es das ist so ein Sinn, ja? Und ob es das so ein Sonnen. Ja? Und in Dorem ist
Und? Ja, sinnen. Und in Rovne ist alles sehen und sehen und sehen und sehen und sehen und sehen. Und noch besser, was ist euch sehen? Weil ihr könnt meinen, als die Menschen können nicht reden zwischen sich. Ja, weil es ist so schwer zu verstehen. Nein, a Fremden ist schwer zu verstehen. Sie kommunizieren sich sehr gut. Das heißt, wir haben auch gesagt, man sehen, kann sehen, wie sehen. Ich habe nicht gehört Punkt als Ersatz, aber ich habe auch mal gehört die Wörter, ja. Hm? Man sehen kein Sinn? Nein, Ken, nicht Ken. Nein, Ken bleibt Ken. Aber ob ich habe nicht Kentoes, sagt man mein Sehen, aber es kann sein, als man sagt mein Sehen, aber ich weiß nicht, ich denke nicht, dass man sagt meine Sehen, sie meine Sinnen. Sie kann auch viel sein Sinnen. Sie kann sein Sinnen. Punkt also wie in Dormidisch ist da Brüders, es ist da Stieben, es ist da Bristen, es ist da solche, wo in Litwisch-Jiddisch ist nicht nötig, weil man hat den Übergang von U auf I, aber in Dorm hat ein I, muss man zugeben als Suffix. Und jetzt, als ich will reden wegen der Kraussprache, ist kann ich herübergehen, durch dem Indien zu der Kraussprache. Ein Stub und eine Sache, Stieber. Aber im Polisch-Jiddisch ist ein Stieb, eine Sache Stieben. Stieben. Wie also darf man das schreiben? Mit der Jutze, mit der Wov? Beide. Wie darf man schreiben Stieb? Mit der Wov, ja. Gut, ich will Masken. Wie also darf man schreiben Stieben? Mit der Wov, mit der Jud? Heute man schreibt mit der Jud, wird man meinen, als der Loshen Yochid ist mit der Jud. Und das ist nicht Emes. Heute aber man schreibt mit der Wov, wird man meinen, als ergens auf der Welt sagt man Stuben, was ist euch nicht Emes. Weil mit der Nun ist nicht doch in... Der Übergang von U auf I kommt nicht mit dem Suffix Nun. Es kommt mit dem Suffix R, Stubstieber, oder mit dem Suffix Null, Ki. Aber es ist da schon 2, 3 Wörter, wo es kommt mit Nun, aber es ist gemacht wie nicht da. Ja? Ihr sollt mir sagen, Stieben darf man dringen als... Es darf sein Stieb mit der Jud. Ist wie also darf man schreiben? Ich weiß nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein gefährliches Problem. Heute man will gehen mit dem litwischen Gang, es kann man plötzlich schreiben Stieber, aber bei Scheibenschlägen und anderen polnische Stieben, es ist normal. Und sie wissen nicht, einmal schreiben sie mit der Wov und einmal mit der Jud. Ist wieder auf sein in der Kraussprache. Die Kraussprache kann sein sehr breit. Ja? Es wendet sich in dem Jochid. Also als Kraussprache, wir wissen Kraussprache, das, was wir reden in Klasse, und das, was wir reden von der Tribüne, und das, was wir reden jetzt, seit wir kennen ein Dialekt von daheim. Aber wieder einmal, Kraussprache ist sehr ein breiter Termin. Und ich habe angerufen, die Session gekinzelte Sprachen, weil Kraussprache ist zum Teil aufgekommen natürlich und zum Teil gekinzelt. Was heißt, der heutige Ausleg, die heutige Orthographie, von wann haben wir das? Von Jivo und Zisho, ja. Jeder weiß, was das ist. Jivo und Zisho ist die zentrale jüdische Schulorganisation in Polen von Pfarrer Kurben. Sie haben ausgearbeitet an Orthographie. Die Orthographie ist gewesen zum Teil basiert auf der traditionellen Orthographie und zum Teil mit Innovations. Ja?
ein Iker davon ist, was ist weg von Deutschmirisch. Ja? Wir haben doch gehört wegen Stumme 1, ja, und Stumme Heien, aber das ist doch ein Dickerinien, ja. Also man hat angehoben zu schreiben, also wie auf Deutsch, mit der Stumme Ein, weil auf Deutsch ist da I. Ja. Hat man gewollt von dem weggehen, und man hat sich gewollt umkehren, auf wie viel möglich zu der traditionellen Ausleg. Ist das gewesen nicht natürlich. Das hat ausgearbeitet eine Kommission. Ja? Aber Teilsachen haben sich gemacht von sich allein. Also wir haben ein literarisch Jiddisch, das sagen wir, also das stammt von Mendel Moichus Forum, das stammt von Sholem Aleichem, aber nicht alles hat man getan bei Kivens. Wie gesagt, zum Teil ist das basiert auf Tradition. Und Leute unserer Tradition schreiben mir, kommen mit der Wahl, weil viel, wenn wir reden, das herauskommen. Und das ist nicht wahr, als Litwisch Jiddisch sagt man kommen. Ja. Die litwischen Patrioten, was ich bin einmal allein gewesen, aber ich bin nicht mehr, meinen als ja, literarisch Jiddisch, Litwisch Jiddisch, alles eins. Es ist sicher nicht Emmes, und es ist nicht Emmes und in dem Prat sicher nicht Emmes, weil kommen hat man noch geschrieben, an dem einen Tag, ja, aber man hat geschrieben, kommen mit 1000 Jahren zurück. Man hat allemal geschrieben mit der Wolf. Eider ist es gewesen, die jüdischen Dialekten in Mitteleuropa. Ist das, was wir reden, das Arois in Klausprach U, ist das ist der ältere Arois-Red. Nicht von Litten, noch von Meirew-Jiddisch. Ja, noch von den deutschen Dialekten, was auf dem Yesod ist Jiddisch geboren geworden. Ja. Und dasselbe mit, ich weiß, sagen. In teildeutsche Dialekten hat man da A. Und das hat man geschrieben, oder mit der Komets oder mit der Wav, aber das ist aber besondere Indien. Aber der Ausleg A hat sich genommen wieder von 1000 Jahren zurück. Der Historien von dem versteht sich, wie wir haben schon gesehen bei Preluzki, ist, als Komets Aleph hat 2 Penemer. Ja? Wo wissen wir, als bei polnischen und ukrainischen Jiden ist I? Aber was ist mit euch Komets Aleph? Ist da jetzt ein Dialekt, wo man sagt Gold? Nein. Aber es ist da ein Sachdialekt, wo man sagt Sogen. Aber man darf das wissen. Man darf wissen, als Teil mal als ein Komets Aleph geschrieben sehr klar und Teil mal nicht so klar. Ja? Das heißt, Teil mal herausgerät A und Teil mal nicht herausgerät A. Leser gedenkt, also ich habe einmal geführt wegen dem, ich weiß nicht so gewinn, eine Lektion, sie etliche Lektions, wegen Theaterluschen. Wie soll man wissen in Theaterluschen, als was ist A und was ist U? Es ist historisch, es ist eine ganz lange Meise und das wollte uns wenig wieder verführt, kein Hotzeplatz. Aber ihr werdet mich verbeten, ein andermal kann ich wegen dem reden. Nicht für das. Bederich Chal ist also, ich will es machen bei Kitzer. Bederich Chal fahrt 2 Konsonanten ist bloß A. Aber schreiben A wird mit meinen Samech. Ja. Fahrer Gimel ist Bederich Chal A-U. Und Fahrer Beis ist Bederich Chal A-U. Und Fahrer Dal ist Bederich Chal A-U. Beschass Fahrer P oder Fahrer Kuf ist Bederich Chal A. Ja. Bederich Chal für 2 Konsonanten ist A. Für Kuf und P ist A. Für Gimel und Beis und Dal ist U. Bederich Chal ist für Kuf darf sein? Ja, Pocken. Ja, und Moslem, aber wie sagt ihr? Moslem, ja, das heißt, weil der Lamed ist also wie ein Vokal, ja. Das ist für Kuf und das ist für Sein
mit der Lamed, wir gucken nicht auf den Lamed, wieder einmal ist das Favos, ist ein anderer Indien, Pocken und Muslim. Ist nicht Stamm so, es ist nicht Stamm kein Caprice, was Pocken ist, bei allen Jeden Pocken und Muslim ist Batel Muslim. Ja. Aber wie gesagt, man wird sich in der reinlassen, wird mit keinem nicht endigen. Jetzt lassen wir gehen ein bisschen weiter. Ja, ist der Schablon als Litwisch-Jiddisch ist der Jesod von literarischen Jiddisch nicht Emes, und ob ihr wollt mir nicht glauben, in dem Nummer, was es heraus noch ein Teut von Mordechai Schechter, haben wir abgedruckt zum ersten Mal sein Arbeit, was heißt der Chilik zwischen Litwisch-Jiddisch und Litwisch-Jiddisch. Was das ist basiert auf eine Polemik, was hat gewollt führen, aber nicht mit einem Mensch, was hat es mit dem gedacht führen. Das heißt, hat gewollt bleiben in guten Beziehungen mit einem gewissen Schreiber, was dein Name wird dort, der Mann hat geheißen Litwin, ein Übersetzer in Paris. Es hat Schechter Litwin hat sich herausgesagt, dass Litwisch-Jiddisch ist der Jesod von literarischen Jiddisch, von Klausprach, hat Schechter angeschrieben an Entfer, aber nicht Litwinen, noch Stamm angeschrieben. Und nachdem, was sie haben beide nicht gelebt, haben wir das abgedruckt. Und so weiß sich heraus, als ich darf noch Papier. Weiß sich heraus, als dort, wo Litwisch-Jiddisch ist konservativ, das heißt, geht mit der Tradition, also wir kommen, was das ist, wie gesagt, 1000 Jahre alt, ist das Ja-Teil von der Klarsprache. Aber dort, wo Litwisch-Jiddisch ist nicht konservativ, dann hat eingerenkt etwas Neues. Le Moschel, Le Moschel Käfen, ja, ist das nicht da rein. Sabes dicke lassen, ist nicht da rein, ja. Der Chilik, das nicht haben kann Chilik zwischen mir und mich, nicht da rein, ja. Die verschiedenen grammatische Minen, nicht da rein. Das heißt, das Litwisch-Jiddisch hat am Morgen gehabt 3 Minen und sie haben verloren? Wir können so rechnen, ja. Chilik zwischen sein und haben, ja. Litwische Jiden haben sehr wenig Verben, was nützen sein in der vergangenen Zeit, ja. Litwische Jiden sagen, ich habe gegangen und ich habe gesessen und ich habe gelaufen. Bis andere sagen, ich bin und so weiter, ja. Das ist euch eine Innovation, nicht da rein. Ja? Und da und dort gehen wir sich rein, aber da kann nicht. Ja? Was wir haben gesehen, auf dem Wand, beim Hand, nicht da rein. Seiden bei Schreibers, was oder naiver heißt oder bekiven, schreiben Dialekt. Ja? Es ist Litwisch-Jiddisch ohne alle interessanten Strichen von Litwisch-Jiddisch. Ja? Das heißt, es ist nicht Litwisch-Jiddisch, es ist Jirische von Amol. Und also wie die litwische Grammatik ist sehr innovatorisch, ist das gemacht wie nicht da rein. Da und dort ist rein, ja. Wir sind nicht schon gewohnt zu der Fenster zum Teil, weil es ist logisch, ja. Es ist logisch, als der soll gehen mit er. Und euch, weil Uriel Weinreich hat also geschrieben in sein Wörterbuch. Aber wenn man so zählen wollte, wir haben gefunden, als das Fenster ist mehr verspreit, oder gewinn mehr verspreit, lassen wir sagen, mit 100 Jahren zurück, fahren Kurven. Ich habe keinmal gezählt, aber das legt sich auf den Seichel. Ja. Weil das stimmt mit Deutsch und das stimmt mit der Tradition. In der Sachberatung ist die Tradition nicht zu Deutsch. Ja. Die Innovationen sind weg von Deutsch. Ja. Und das versteht sich herausgerufen. Ich wollte nicht gesagt, ich mache Leute, es gibt verschiedene Zugänge zu Klar-Jiddisch. Die Klar-Jiddisch darf sein auf dem Smach von Litwisch-Jiddisch. Judelmark, Le Moschel hat sehr gewollt, man soll schreiben, die Weib und die Mädel. Für was? Ja, es ist unlogisch zu schreiben, das Weib. Was? A Weib ist nicht eine Keva, a Weib ist was? Aber ja, was hat Tunkeler geschrieben? Ein Mensch von sachlichem Geschlecht. A Weib ist nicht von sachlichem Geschlecht, ja, aber es ist nicht angenommen. Angenommen ist das Weib.
ja, ist da der litwisch-zentrische Zugang. Es ist da der dormzentrische Zugang, als alles, was in Dorm-Jiddisch ist, Bilcher, das ist Birnbaum. Und danach ist da der ich kann das nicht ausreden, spezifistischer Zugang, das heißt, dass alles, was ist weiter von Deutsch, soll gelten. Und ich habe, was Schechter allein ist durchgegangen in verschiedene Stadien, also wie ein Kind. Ja. In die 60er Jahren hat mir übergegeben und ich habe gelernt, weil ich habe ihn damals nicht gekannt, ist durch eine litwische Stadie. Wenn hat sich bei mir zu schreiben, was mir litwisch, nicht anstatt nicht und jemalt anstatt dämmelt und auf wie viel es hat sich gelost litwische Grammatik. Aber danach hat beschlossen, als wird gar nicht peulen. Und hat beschlossen, als gleicher sein als Spezifist. Als euch mir hat Brehre, soll sein, was weiter von Deutsch. Ja? Und was weiter von Ivrit. Und in Slawisch hat gehalten, als was weiter von Polisch und Russisch, für was? Gegen Ukrainisch. Was ist der Chilik in politischer Chilik zwischen Russisch, Polisch und Ukrainisch? Polisch und Russisch sind gewähnt Meluche-Sprachen. A viele, wenn Polen ist nicht gewähnt, hat nicht gehabt, nein. A viele, wenn Polen ist nicht gewähnt, kein Meluche-Fausig, ist es gewähnt eine Meluche-Sprache, mehr oder weniger. Ukrainisch ist kein nicht gewähnt, keine Meluche-Sprache. Ja? Ihr sollt für was? Nochmal schon drobne, dribne, beide sind richtig, aber Schechter hat gehalten als, und nicht nur Schechter, noch andere von dem spezifistischen Zugang, von der spezifistischen Schitte, als dribne ist Bilcher, weil es ist weiter von Polisch. Ja? Ja. Ich verstehe es bewusst, gerät mehr Litwisch und sagt zu dir, ich verstehe es bewusst, will gut in der Sache. Ja, aber es ist nicht gut sein muss. Es ist noch bestimmt nicht gut, bewusst, will gegangen. Herr, ich habe ihn damals nicht gekannt. Oder weil hat gehalten, als es mehr spezifisch, ja, weil jemalt und je sind weiter von Deutsch wie dämmelt und ja. Oder weil es Poschel gewinnt unter der Haschbau von den Weinreichs. Später hat er gesagt, er hat weiter gehalten von sie, aber er hat sich damit rauszugehen von sehr, als es zu der weiteren von sehr Haschbau. Ja. Weil die Weinreichs sind gewinnt, der Zugang zu den Weinreichs ist gewinnt stark litwisch. Judelmark und Max Weinreich haben sich nicht lieb gehabt, sie haben als Sachmal geführt Machleukes, aber beide haben gehalten als litwisch-jüdisches Billiger. So, in dem Platz haben sie Masken gewählt. Billiger. Preferable. Billiger. Bilcher. Ja. Billiger oder Bilcher, ja. Bilcher, ja. Es ist oder Bilcher oder Billiger. Ja. Und wie gesagt, wenn Schechter hat sich gehalten für Weinreichist, meine ich, als Demmelt, hat sich bemüht, zu sein, zu geben die Becheure litwisch-jiddisch. Aber später hat beschlossen, als will nicht an so. Und ist geworden als Spezifist. In einer gewissen Maß, weil in der Heim hat geredet Tschernowitzer Jiddisch und Tschernowitzer Jiddisch ist euch unter der Sprache von Deutsch und was kann man tun? Ja. Er hat gehabt einen Zugang in der Heim und einen anderen Zugang in Klasse. Und er ist der einzige Mensch, was ich habe einmal gekannt, was hat keinmal nicht geplant, die zwei. Jeder Mensch, was redet von einem Eulam und will reden Karl Jiddisch und kommt von einem anderen Dialekt, hat einmal in Meschach von 10 Minuten verplantern die zwei, den Dialekt mit Karlsprach. Schechter keinmal nicht. Ist Pushe da Chikavis. Ja, was noch kann ich kommentieren wegen dem? Wir haben versteht sich wieder unsere 3 Dialekten, aber was haben wir gehabt in Mitteleuropa vor 1648? Alle wissen, was ist geschehen in 1648, ja? Wer weiß nicht? Geseres Tat wird Tag, Chmelnytsky. Chmelnytsky, was hat ausgehagelt, wer weiß wie viele Jiden.
auch gewischt, auch sich ganz Ukraine von Jiden. Und danach haben die Jiden sich umgekehrt. Das heißt, die, was haben übergelebt und von anderen Gegenden. Jetzt wissen wir, dass unser heutig ukrainisch-jiddisch ist nicht älter wie 300 Jahre. Und was es gewinnt früher, ist schwer zu wissen, weil die ganze Literatur bis 1770 ist gewinnt Meier-Jiddisch. Auch viele in Mitteleuropa hat man geschrieben Meier-Jiddisch. Punkt wie, auch viele Polish-Jiden schreiben in einem gewissen Sinne Litwisch-Jiddisch. Ja. Das heißt, der Ausleg stimmt nicht mit sehr Ausred. Ist was das gewinnt vor 46 wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass nach 46 haben sich ausgeschält oder herausgeschält die drei heutige Dialekten. Wohl gewinnt sehr Chicago zu wissen, was es gewinnt früher, aber wie viel ich weiß, ist nicht Stock in Mocker, wo wir können das finden. Und wir rechnen, dass in einer gewissen Maß haben wir ukrainisch dank ein Gemisch von den anderen Dialekten. Aber wieder, wegen dem können wir reden sehr lang und wir haben nicht keine Zeit. Das soll bei euch noch herausrufen Appetit auf weiter dicke Unternehmungen. Ja, es ist weitergegangen mit der Tradition, aber 1977 hat man ungeheuer mal übertragen die Tradition auf Mitteleuropa. Und von dem an ist die Literatur von Mitteleuropa mehr Mitteleuropa-orientiert. Ja, weil der Oilem hat schon nicht so gut verstanden Meier-Jiddisch, weil Meier-Jiddisch ist geworden, das heißt Mitteleuropa-Jiddisch ist geworden ist gegangen als weiter von Meier. Es hat mich beschlossen, als Beste zu schreiben in der Sprache, was das Volk versteht. Ja. Danach im 19. Jahrhundert, nein, nicht damals. Die, was haben geschrieben auf Jiddisch, sind bei der Fall gewesen Maskilen, was haben gewollt, also das Volk soll aufhören reden Jiddisch, aber haben gewusst, als zu der Gehen zum Volk und sie einreden, sie sollen aufhören reden Jiddisch, darf man sich wenden zu sie auf Jiddisch. Ja, also das ist ein größer Paradox. Als Kedei, ich soll bei dir peulen, sollst aufhören reden Jiddisch, darf ich das sagen auf Jiddisch. Ja. Sind gekommen Maskilim, Teilmaskilim haben mamisch gewollt, dass jeden so schön rübergehen auf Deutsch, und dafür haben wir gehabt an Isaac Meir Dick, was ist geboren geworden in Wilna und gestorben in Wilna, aber inzwischen hat sich bemüht, euch zu lernen, jeden Deutschmännisch. Ja. Und pflegt nutzen solche jüdische Wörter wie Mond, Fahr, Levone. Und Euber hat gehabt als Suffix, der Oilem versteht, hat geschrieben Mond, Levone. Und hat gehofft, dass durch dem werden, auf der Deutsch sagt man Mond, gut, das wollen wir schon sagen, Mond auf Jiddisch euch. Es ist zum Teil geraten, zum Teil nicht geraten, ja. Wir lernen dem Vorwärts von Anfang 20. Jahrhundert, sieht man als zum Teil, ja, hat sich das angenommen, aber nur zum Teil, ja. Isaac Meir Dick. Oh, was ist geschehen? Oh. Ein Mensch gesegnet sich und danach kommt zurück, weiß ich nicht mehr. Ja, durch das 19. Jahrhundert sind die jüdischen Schreibers, die bekannte gewähnt bei der Chal, sind gewähnt Volksschreibers, naive Volksschreibers und gewähnt Maskilim. Ja? Aber in Mitteleuropa sind die Maskilim gewähnt ein bisschen nicht dahin, nicht daher. Ja? Sie haben tatsächlich gewollt, ausmenscheln das Volk, aber nicht dafür auswurzeln Jiddisch. Ja? Und im 19. Jahrhundert. Ja. Mendel, versteht sich, ist gewähnt ein Maskel. Und hat abgehäusigt von dem traditionellen Lebenssteiger, ja, gehäusigt gemacht von die alle Städte, wo er hat gewohnt. Er ist gewesen ein Litwak, was hat sich besetzt in Ukraine, gewohnt in Barditche, gewohnt in Odessa, gewohnt in Tomer. Allemal häusig gemacht. Aber willendig, nicht willendig hat er geschaffen,
hat er eingeführt die jüdische Literatur in eine neue Tkufe. Ich will nicht sagen, dass er hat es geschaffen, aber er hat weitergeführt. Ja? Und Agef, wieder einmal gegen dem, als Litwisch-Jiddisch ist nicht der Jesod von literarisch-Jiddisch. Mendel ist gewesen ein Litwak, aber was länger er hat gewohnt in Ukraine, als mehr hat er verwolinerisch sein Loschen. Ja? Ist also der größte Muster von dem, wie er so ein Litwak geht er rüber zu Dormidisch und nicht verkehrt. Ja. Warum hat man geschrieben Marevedisch? Poschet ist also gewesen angenommen. Also hat man die allemal geschrieben, also hat man weitergeschrieben. Hat jenen Dialekt Orthographie gehabt mehr Prestige? Bis eine gewisse Zeit, bis man hat aufgehört zu verstehen, ja. Ja, ich habe auch schade, dass wenn wir so im 17. Jahrhundert fragen jeden in Mitteleuropa, wollten sie gesagt, das ist eine Sprache, Literatur. Das also darf sein auf Jiddisch. Ja? Aber sof ist der Riss geworden, also groß, als wir, Riss, the gap, geworden, also groß, als man hat nicht gekannt anders tun. Es hat günstiger Ding mit, wie sagen wir, geschrieben, Tanach. Was heißt, es hat getan mit Tanach? Religiöse Schriften, Tanach, also hat man geschrieben in einer gewissen Dialekt, gewisse Orthographie, und das hat man gelernt, und tun, machen Scheiß. Ich bin nicht sicher, dass es gewesen dasselbe Dialekt. Es ist gewesen Ivritdeutsch oder Chumischdeutsch, ja, wo man hat verteidigt jedes Wort. Wort nach Wort. Und das heißt, dass wenn Jiddisch hat gehabt ein koidisches Wort, hat man verteidigt mit, nicht mit demselben Wort. Ja, Heint war sehr gering. Mele. Ich weiß nicht, wohin ich gewollt verfolgen, aber jetzt, aber ja, in einer gewissen Maße ist gewesen eine Teitsprache, was man genutzt zu lernen, Loschen Koidisch, ja, Wort nach Wort, ja. Bereiches in Anheb, Bora hat beschaffen, ja, Elohim, Gott und so weiter. Verlass sich nicht auf mein Chumisch. Aber sof in der, also sozusagen weltlichen Literatur, was da viele Zenerene Moschel. Zenerene ist übererzählt von Chumisch. Aber es ist nicht so heilig wie der Chumisch Mamisch. Ja, es hat man sich gekannt vergehen, abneigen ein bisschen von dem. Und sof hat man gesehen, als der Meier-Jüdische Nusach ist im Ganzen fremd, hat man beschlossen, jetzt soll man schreiben, das Volk soll verstehen. Und also schreibt man, es ist da ein Werk von Arum 77, wo der Mechaber schreibt befehlisch, als es hat nicht mehr keinen Sinn zu schreiben, in der alten literarischen Sprache, das Volk versteht es nicht mehr. Welche übergehen auf die Sprache von einem heutigen Volk, und Agef ist das gewesen ein deutscher Jid, was hat sich besetzt in Ukraine. Ja. Er hat verstanden, als sein Deutsch-Jiddisch teugt nicht für die ukrainischen Jiden und hat angehoben zu schreiben, mehr oder weniger, wie er hat gehört, reden um sich. Jetzt man hört Dateien, ich will nicht sagen von wem, weil es ist nicht wichtig. Und euch, weil ich bin ein Stückel Zoloch ist nicht. Aber man hört Dateien, als die Klaussprache ist teugt nicht, weil sie ist gecancelt. Was ist mein Antwort auf dem? Also alle Klaussprachen sind gecancelt in einer gewissen Maß. Und die, was teilen, also sagen, aber auf Englisch haben wir nicht keine Klaussprache. Ja, wir haben nicht keine Klaussprache, wir haben etliche Varianten in Amerika und etliche Varianten in England, etliche Varianten in Australien und etliche Varianten in Kanada. Aber wir haben auch Schulsysteme und jeder lernt sich Englisch in der Schule. Und nicht jeder nimmt an das, was lernt sich,
Fort muss man annehmen, was man hackt dir in den Kopf rein, so viele Jahre, als nicht willendig, nicht wissendig nimmst du das an. Ja? Ist auch vielleicht, was Englisch hat, nicht keine Sprachakademie oder kein Ivo, haben wir ist fort da etwas, wie wollten wir das gesagt? Es ist auch ein Keuch von oben, was sieht, als soll sein etwas in der Prinne von der Klaussprache. Und der angenommene Herausred in England bei gebildeten Menschen, Received Pronunciation. Das ist, ich weiß nicht, ich kenne nicht für die Geschichte von dem, aber es ist sicher nicht aufgekommen nur von sich allein. So hat sich, ich muss da reinmischen, etwas ein Faktor, etwas ein... So muss sein, gekitzelt auf etwas erneufen. Es ist schwer zu glauben, als das soll kommen nur von sich allein. Oder Französisch, Lemoschel. Oibi hat studiert Französisch in der Schule, weißt ihr, was ihr hat, wie also ihm hat auch gelernt. Aber Französisch hat eine zweite parallele Sprache, was man hat auf den verschiedenen Terminen, wo der Vokabular ist hübschlich anders und der Reusrede ist auch ganz anders. Und also redet man zwischen der Sprache, zwischen Bekannten, käme nicht von einem Neulem. Wie also man redet von einem Neulem, ist das, was man lernt in die Schulen. Und was man lernt in die Schulen, ist gekommen zum Teil von der Akademie, von der Tradition, von dem, von jenem. Es ist nicht das normale, spontane Rede, was man hört in Gas. Es ist mit einem Wort, wie ich habe schon früher gesagt, ob es ist Klaussprache, ob es ist Literatursprache, muss man zu dem zulegen eine Hand, kann es nicht durchkommen im Ganzen an Normierung, an etwas der Körperschaft, was soll normieren. Was heißt Literatursprache? Das ist auch ein breiter Termin. Auf Jiddisch wurde gesagt, der Krieg zwischen Klaussprache und Literatursprache ist, was Klaussprache ist mehr unter der Sprache von den Philologen, von den Linguisten. Ja? Literatursprache wurde gesagt, dass alles, was ist Literatur, ja, alle große Schreibers, und viele nicht große, viele mittelmäßige Schreibers, schon nicht Stammgrafenmannen, aber alle Größe, alle gute Schreibers, was nicht alle haben sich umgeguckt auf die Philologen. Als Klaussprache wollte ich gesagt, ist sicher das, was die Philologen haben ausgearbeitet und von den Schreibers, was folgen, ja. Und zum Teil folgt man, ja, zum Teil folgt man nicht. Und versteht sich, als der Chilik mit Jiddisch ist was nicht da Meluche und nicht da ein universales Schulsystem. Ja. Ist nicht gewähnt, wer soll hacken in den Kopf rein, als man darf tun, so. Von deswegen, als wir haben eine Klaussprache beklar, ist ein Stückchen Ness. Weil, wo ist das Gehör geworden, als ohne kein Zwang soll sich schaffen eine Klaussprache. Ja. Ist das Orthographie? Ist das Grammatik? Es ist alles Ding. Und ich pflege straschen Menschen in Ivo, man hat mich gefragt, wie also darf man sagen, also auf Jiddisch. Habe ich geantwortet, man darf sagen Aleph, sagt der Zweite, aber bei mir daheim sagt man Beis. Sag ich, gut, bei euch sagt man Beis, aber wenn der Ivo wird schon haben eine Armee, wird ihr müssen sagen Aleph. Weil die Armee wird sehen, aber derweil hat die Ivo nicht keine Armee. In England ist the Queen's English. Das Ja. heißt, der Herrscher, wie war das gesprochen, hat er gerecht von einer gewissen sozialen Schicht. Oh, ja, das ist... Ja, aber nicht den ganzen spontan, wollte ich gesagt. Und in Amerika ist das nicht so. Es ist nicht da, aber fort ist da, sind da gewisse Klauen von den Diktoren auf der Television. Ja. Wir können nicht reden glatt, wie man will. In Theater sind da gewisse Klauen, ich weiß, im Kino. Es ist viele, als man weiß nicht, ist nicht heftig. Man darf etwas dort folgen. Hebräische Shabbat, ja, das heißt, als man redet korrekter, ja, man redet auf eine höhere Madrege. Punkt, was heißt eine höhere Madrege? Das heißt bei die besseren Menschen. Was heißt bessere Menschen? Ja. Das ist schon eine soziologische Linie. Wer ist ein besserer Mensch? In dem will ich sich nicht reinlassen.
No, aber von anderen nimmt sich eine bessere Sprache von besseren Menschen, ja. In England ist man von der Aristokratie. Wer kann sagen, Hecher von der Aristokratie, ja? Ist Queen's English, weil es ist von der Aristokratie. Oh, wie halten wir also mit Zeit? Ja, und ja, ich will euch ein bisschen erzählen wegen Theaterluschen. Ob ihr habt einmal gesehen einen jüdischen Film oder gesehen dem alten jüdischen Theater, nicht? Darf ihr dem heutigen, ist da etwas, was heißt Theaterluschen. Wenn man ist nicht bekannt als ein Termin. Alle kennen den Termin Theaterluschen? Nein? Theaterluschen ist der Dialekt, was man hat einmal geredet in dem ganzen jüdischen Theater, chutz etliche Joitzem in der Klau und in jüdischen Kino. Ob ihr seht, der jüdischen Film von Fahren Churm, chutz 2, 3 ist Theaterluschen. Und das ist ukrainisch-jüdisch, aber wieder on die, also sozusagen wilde Innovations, was man macht von sich. Ja? Es ist nicht Totemomoluschen, es ist nicht Schirikluschen, es ist Samasamin durchschnittlich ukrainisch-jüdisch. Ja? Es ist kommen und nicht kommen, sagen und nicht sagen. Ja? Wenn ich bin gewesen in das Sommerprogramm, ich bin noch gewesen sehr jung, ist gekommen zwei Schüler, was hat damals noch gelebt. Zwei Schüler ist gewesen ein bekannter Akteur, ein Rezitator, gekommen in das Sommerprogramm und erzählt, wie er hat sich bekannt mit Morris Schwarz. Und hat gemacht Probe bei Schwarzen, zu spielen in schwarzes Theater. Es hat ihm gegeben, etwas zu lernen. Es hat ausgerät das Wort kommen, hat Schwarz gegeben, einen Klapp in den Tisch. Du sagst mein Kimmen! Und Schule, was in der Heim hat euch gesagt, Kimmen, aber er hat gemeint, als man darf reden literarisch, hat schon gewusst, von dem Alter, also bei Schwarzen ist Kimmen und nicht kommen. Er hat, ja. Da wurde ein Theater in tiefer Litte zwischen der Bevölkerung, wo sie sind nicht bekannt in Berliner Jiddisch. Haben sie doch gespielt auf Berliner Jiddisch? Nein. Nein, nicht was der Eulen wird nicht verstehen, nur die Wilner Truppe hat gespielt auf Wilner Klal Jiddisch. Die sowjetische Theaters haben gespielt auf Klal Jiddisch, also sozusagen. Und Jigan und Schumacher haben geredet sehr Lodger Jiddisch. Aber Azoi ist gewesen Theaterluschen. Pilutski hat wegen dem angefangen Arbeit, was wir kennen, ja lernen. Ja. Und das ist gewesen ein Ende für die, was haben gehalten, Theaterluschen, nicht mehr Theaterluschen. Sie sind im Ganzen nicht ausgearbeitet, sie sind im Ganzen Kaprisen. Nicht stimmt. Pilutski hat angewiesen, als es ist nicht 100% ausgehalten. Es ist da Ort auf Varianten, aber im Prinzip ist da ein Theaterluschen. Und das geht der Ricker in einem Reusred. Grammatik, mehr oder weniger, also wie, nur 20 Vers hat geschrieben, eine Pièce oder ein Film. Aber Grammatik mehr oder weniger, also wie in Dorm-Jiddisch und wieder einmal, Schwarz und Moshe Oischer und viele Josef Bulov, was hat nicht gekannt Theaterluschen, hat sich bemüht zu reden Theaterluschen. Das heißt, Bulov, wenn er hat gespielt in der Wilner Truppe, hat geredet sein Wilner Jiddisch. Aber wenn er es hat gespielt in einem Film, im Kino, hat er sich bemüht zu reden Theaterluschen. Hat er nicht so gut, aber er hat sich bemüht, weil er so ist gewesen angenommen. Ja? Und das, wegen dem redet Schechter euch, wie er so, die litwische Akteure, was haben gespielt, mit kurz Litte, haben gemusst reden Theaterluschen. Und nicht allemal ist das angekommen gering. Ja. In der Litte hat man genutzt Litwisch, Jiddisch, viele im Theater. Es ist meistens in Polen, in der polnische dialektische Territorien, wie man hat geredet, jene Theaterluschen. Polen und Ukraine, weil der jüdische Theater ist aufgekommen in Rumänien, Ukraine. Ja? Und als ich sage Ukraine, nehme ich euch herum dem Teil Rumänien, was redet mehr oder weniger derselben Dialekt. Ja, das ist Rumänien. Ja. Aber Goldfaden hat gestammt von Ukraine, aber sein Theater hat er gemacht in Jas, in Rumänien. Und man meint, dass von dem hat sich angenommen, das Theaterluschen, weil Goldfaden und die alle
alle Pioniere gemacht von jüdischen Theater sind gewesen von Ukraine, Bessarabien, Moldau, von dem Dialekt. Ich habe nicht gelernt, ich bin ein litwischer Theater. Es ist gewesen eine Wilner Truppe. Goldfaden. Given ein Theater für Goldfaden. A Fahrgoldfaden, wie sagt man, als der Ricker gewinnt Purim spielen. Was versteht sich in jedem Städtel, ist gewinnt ein Purim Spiel. Nicht kein Theater in Wilna? Mit Fahren Sof 19. Jahrhundert, weißt du es das nicht? Ja, ob es ist gewinnt Theater, ist es gewinnt auf Russisch oder auf Polnisch, ja. Aber ich hatte einmal gesehen im Film Wilner Ballerwessel, das redet sich wegen einem emsdicken Hasen, was hat gewollt sein mehr wie ein Hasen, ist was hat er getan? Er hat geworden ein Opera-Singer in einem polnischen Operatheater. Weil es ist nicht gewesen auf Jiddisch, keine Möglichkeiten. Das ist gewesen in 1860, 1870, ja. Und versteht sich als, es ist gewesen nicht dahin, nicht daher. Er hat mehr nicht gekannt bleiben zwischen Jiden, aber er hat sich nicht gekannt einleben zwischen Goy und Euch. Ja, es gewesen den ganzen Zerrissen, ja. Aber es ist, weißt du, es basiert auf einer dicken Meise. Und in jener Zeit, als man gewollt spielen Theater, hat man das tun auf Goyisch. Ja. Ist ja, wer hat sich geringer zugepasst zum Theaterluschen, wer hat sich nicht so gering. Max Božek, ein Lodger, was in knapp jeden jüdischen Film von den 1930er spielt ja, ist gewesen, wie gesagt, ein Lodger, aber er hat sich gut zugepasst. Bei ihm ist Theaterluschen. Beschaß bei Savi Bulov, in die Filmen sieht man einmal ein Mensch, was redet Litwisch-Jiddisch, aber das ist nur der Fall, was man will, soll sein ein Litvak. Als man spielt, befähigt die Rolle von einem Litvak. Ja. Wo ist das? Ja. Ich habe ungeheuer zu erzählen früher. Es ist da ein Film, was heißt Wilner Legende. Was hat man gemacht darum 1924 in Polen? Dort spielen Esther Rochel-Kaminski, die Mama von jüdischen Theater, was ich sage, ich bin eine Litwische, aber im Theater hat sie geredet Theaterluschen. Ihre Tochter Ida Kaminski und ihre Tochters Mann Sigmund Turkov. Es ist ein stummer Film. Das heißt, von dem Film weiß ich nicht, dass sie hat geredet Theaterluschen. Ich weiß das nicht von dem Film, aber es ist ein stummer Film und mit 10 Jahren später hat man das übergenommen in Amerika und ohne Reschuss von Turkov und Kaminski hat man zugegeben Klang. Ja. Es ist Plagiat. Ja. Man hat sie plagiert, aber der Klang ist nicht gewesen. Die Akteure haben nicht geredet direkt. Und Yosef Bulov hat erzählt und geredet für jeden einen. Und herum sitzen Redel-Jiden und sie rufen sich auf dem, was erzählt und sie fallen immer rein in die Rede und ich weiß, sie kriegen sich ein bisschen und dort ist da einer, was es geht sich an für ein Wilner, redet Wilner Jiddisch. Bulov, was ist allein ein Wilner, wie gesagt, bemüht sich zu reden Theaterluschen. Nicht, dass es gut geht es ihm, aber wie gesagt, ist das der Prinzip. Nur wenn man spielt befehligt die Rolle von einem Litvak, redet man Litwisch-Jiddisch. Was ist da noch ein Marschall von dem? Wie hat jener geheißen? Wer hat gesehen Grüne Felder? Ja, es ist da der Yeshiva-Bacher, was wird am Melamed? Ich denke nicht, wer wird er geheißen. In dem Film redet er Theaterluschen mit Greisen, aber in einem anderen Film, ich denke nicht nur so Film, wo er spielt die Rolle von einem Litvak, redet er Litwisch-Jiddisch und es ist klar, dass in dem ist ein Litvak. Ja. Und es ist genug streng, dass das soll sein eine Klaussprache für Theater. Nicht nur, was Spaß gegeben hat, Klapp in den Tisch, nur es ist gewesen angenommen. Kurz bei die, was haben das nicht angenommen, weil wieder einmal ist nicht gewesen keine Armee oder keine Polizei, was so haken über den Kopf, ob du folgst nicht.
Und ja, und wie gesagt, Jigan und Schumacher haben weitergespielt auf Lodge Jiddisch, aber in die späteren Jahren hörten wir, Jigan geht so ein bisschen über auf Theaterluschen, so ein bisschen da und dort. Sie tut es bekiven, sie tut es nicht bekiven, wer weiß. Aber als ich nicht gewinnt Schumacher und er hat gespielt, der mit Akteuren von Rumänien, das ist schon von einer Jüngeren da, und sie hat man aufgehoben auf Theaterluschen Mamisch, ist nicht gewundert, was hat ein bisschen übergenommen, sehr loschen. Ja. Das ist gewesen in Israel, ja. Und zum Sof, also wie, ob es wird da gehen zum Breiten Eulam, also ich habe im Ganzen nicht der Mond, Chsidisch Jiddisch will ich ja der Mond in Bekitzer, Chsidisch Jiddisch, oh, das ist noch, ja, das darf man sicher abgeben im Museum. Es ist die größte Ironie, also wie Dachsach Uriel Weinrich hat geschrieben in seiner Arbeit wegen transkarpatischen Jiddisch, als transkarpatisch Jiddisch, das heißt ungarisch Jiddisch von den Chassidim, hat im Ganzen nicht gespielt keine Rolle in literarischen Jiddisch in Mitteleuropa. Und was der Jiddisch wird sein, wird man reden in 50 und 100 Jahren rum und schreiben, sehr Jiddisch, ja, das ist die größte Ironie. Was ist sehr Jiddisch? Es ist Fleisch mit Beinen, ja. Es ist ein bisschen ein anderer Akzent von Polen, aber es ist ganz ähnlich zu Polen. Und es hat ein bisschen ein anderes Vokabular. Und ich rede nicht wegen der alle englischen Wörter, was sie nehmen da rein. Ja. Zerstaat heißt Lamashal Pamelech. Ein Jahr, wenn ich bin gewesen als Jiddischlehrer, habe ich gehabt in Klasse ein Mädel von, ich weiß nicht, von Williamsburg. Ich weiß nicht, wie fromm, aber fromm Mädel. Hat mich gefragt, wie sagt man auf Jiddisch, sagt man slowly. Sag ich, was ist da Pamela, was ist da Pavolia, sagt sie. Was darf man lang Brian, nicht Punkt mit die Wörter, was darf man lang Brian? Zerstaat. Aber ich sage, habe ich sich zugelernt, das Wort Zerstaat, ja. Ich habe jetzt gesehen, ja. In Jiddisch 2, was ich habe nicht ausgeteilt, weil ich habe eigentlich nicht gewollt, mich Schuhe machen, aber in Jiddisch 2... Das ist Transkarpatie. Transkarpatie. Nein, wir sagen Chassidisch Jiddisch heint, weil das ist das Jiddisch von den Chassidim, aber es stammt von Karpaten. In Jiddisch 2 ist da Hesofe, die vierte Hesofe von Seite 443 bis 446, was ich habe nicht alles geteilt, aber wir haben Jiddisch 2, kennt ihr ja geguckt an. Und ein Wort, was ich kenne noch von dem, als Skirt in ungarischen Jiddisch ist a Schessel. Das kenne ich nur von dem. Zerstaat habe ich allein gehört. Schessel kenne ich nur von Jiddisch 2. Ja? Delkelech. Mit 10 Jahren zurück ist in der Times gewesen ein Interview mit einer chassidischen Frau und mit der Sagebecks, was sie macht, was heißt Delkelech. Was ist ähnlich zu Dänisch. Und ich dachte, es ist gegangen zu den New York Times. Aber ich weiß es schon von früher, von wem? Was? Von Schechter, versteht sich. Schechter hat noch eine Sache früher gesagt, dass der beste Äquivalent auf Jiddisch von Dänisch ist Delkelech. Und mit 20 Jahren später hat das entdeckt Amerika, hat die Times entdeckt Amerika, ja. Zu früh, anstatt in der Früh. Und es ist dann noch eine Zahl, was ich habe Punkt nicht verschrieben, aber mein Kommentar wegen chassidischen literarischen Jiddisch ist, weiß ich nicht, wo es hebt sich an, wo es lässt sich aus Jiddisch und hebt sich an Englisch. Also wir nehmen so frei von Englisch, als es ist nicht klar, wo das wird sich endigen. Und als man hat einmal Latein verwusst, und wir vielleicht haben Latein verwusst, lernen die Ivo nicht die Sprache
das heutige lebendige Jiddisch, was lernt man Klarsprache, was ist schon heute und so weiter und weiter. Habe ich geantwortet, was sollen wir lernen? Wie viel von den Anglizismen sollen wir reinnehmen? Die, was sind schon da in der Sprache, ich weiß, lass mal sagen, wir lernen ein Jiddisch Blatt von den 50er. Wir finden so viele englische Wörter. Mit 20 Jahren später wird er sein mehr. Wie viel sollen wir reinnehmen? Die, was sind schon angenommen mit 60 Jahren zurück, die, was sind angenommen erst mit 40 Jahren zurück, erst mit 20 Jahren zurück, erst mit 10 Jahren zurück. Sie halten den beiden sich und ich weiß nicht, ab welchem Punkt wir sollen sich abstellen, das zu lernen. Es wird sich sicher etwas auskristallisieren, aber es kann sein, als wir werden das nicht erleben und bis wird sich ausformen, wird schon sein, der Vokabular sein im Ganzen an Englischer. Es ist schwer zu wissen. Ist es so mäßig, als Jiddisch ist geworden Polish in Polen? Was? Aber so, das ist wegen in den slawischen Ländern geworden Polish? Das versteht sich. Das ist eine sehr kluge Antwort. Was ist gewesen Recht einzunehmen von Slawisch und nicht von Englisch? Ich will sagen, der Fall, was der Vokabular ist, nicht gewesen im Ganzen verschwenkt. Ja? Wir haben gesehen, wie stark die Haspur von Slawisch ist gewesen als der jiddische Grammatik. Und sind in einer Sache Wörter, aber sind noch geblieben sehr eine Sache mehr Wörter, sind nicht rein von Slawisch. Und bei sie, alleweil wollte ich gelebt, oder gekannt aufstehen, Tries am meisten mit 100 Jahren rum und sehen, wie viel Vokabular ist schon rein von Englisch. Sie hat genommen als Sof, es geht weiter als euch. Sie ist schon 20% Englisch, 30, 40, 50. Mit der Zeit wollten wir sicher, ob euch Jiddisch verschwenkt geworden im Ganzen von Polisch, weil der Junge da hat Tag ja eingenommen. Und Prilutsky, wieder einmal, in einem Artikel, was wir kennen ja lehnen, beklagt sich als hält schon von jüngeren Menschen Jebres. Aber was darf man Jebres sagen? Das jiddische Wort ist Rippen. Aber weißt du, was als Jebres ist gewesen angenommen, als Simen als in einer anderen Parodie, nützt es der Tunkeler. Es kann sein, als in der Dor später in Polen wollte Jiddisch auch gewinnen, also ich verpolisch das. Wie gesagt, wollten wir gehabt dieselbe Chilukidees, a viele wenn nicht der Churben, wollten wir gehabt eine Sache von dieselbe Chilukidees und dieselbe Reißereien, darum Jiddisch, wie wir haben noch ein Churben. Noch zu sagen, als man kijkt auf die Chassidim in Israel, als sagt man, sie reden schon nicht bechlall Jiddisch. Sie haben im Ganzen gesehen, als sagt Ivrit in Jiddisch und dann noch Ivrit. Und auch viele, die was reden Jiddisch, ist so eine Sprache von Ivrit, auf verschiedene Eufanen. Oder es sind auch verschiedene Niveaus von der... Es ist Chicago, ob ihr seht in Netflix die Serie Stissel. Ja. Es ist sehr Chicago bei sich, weil zum Teil redet man Jiddisch, Mamisch, zum Teil redet man Ivrit, aber auch viel auf Ivrit wählt sich durch Jiddisch. Zum Beispiel, auf dem Melamed sagt man Rebbe. Ja. Echa Rebbe Shelcha, ja. Und, Wir nutzen euch informell, sagen sie Atem, wenn sie reden zu einem Mensch. oh, das habe ich nicht gehört. Oh, das ist sehr interessant, ja. Atem, nicht Atem. Das habe ich nicht gehört, aber das ist auch sehr interessant, ja. Ja, ja, es heißt es als Sistake Ivrit, aber es ist der aggressive Haspur von Jiddisch bei sie, wie beim Stam Yisraeli. Als die Amerikaner Chassidim in die israelische Chassidim können sich kaum nicht verstehen, weil du hast auch Englisch und du hast auch Ivrit und das ist mamisch schon geworden, zwei Basindere. Wird mir möglich sein, mit 10 Jahren zurück habe ich gehalten eine Lektion in Jerusalem und ich habe vorausgesagt, als in einem Eschich von wer weiß wie viel Jahren, aber nicht ganz sagen, weil die Israeldicke und die Amerikaner Chassidim nicht kennen sich zu neu reden. Ist dort gewesen, einer gewesene Chassid sagt, ist nicht gerecht. Schischen also jetzt, mit 10 Jahren zurück. Ich habe gesagt, dass die Israeldicke Chassidim, was mischen rein so viel Ivrit, und die Amerikaner, was mischen rein so viel Englisch, wollen zwischen sich nicht kennen zu neu reden.
habe ich gesagt, also in Meschach von 10 Jahren, 20 Jahren, wollen sie nicht haben, eine Sprache. Hat der Bacher gesagt, die sind nicht gerecht. Schon bei heutigen Tag ist das so. So, doch, größer vielleicht zwischen jeder Schwede in Williamsburg und jeder Schwede in Manhattan. Wir verbringen in Niveau und sie verbringen nicht in Niveau. Wir kennen so. Aber das ist lieb andere Sibbes. Wir sind noch nicht so. Was? Wir sind noch nicht so. Na gut, zwischen 5 und 6 ist, meine ich, als es Zeit herabzugehen in Mokim Kodesh, ja? Ist da? Ja. Was ist wegen der polnische Wame anstatt Wame? Ich habe nicht mehr kein Papier, das kann ich wegen dem nicht reden. Ja, Wamed ist euch Chicago, weil Wamed ist da, sei in Meiref Polen, sei in Mizrach Polen, aber nicht in Mitten. Was bekommt sich als einmal ist das gewinn mehr verspreit und danach ist in Mitten gekommen eine Innovation und das zerteilt, ja. Ist in Łódź hat es gelebt und weiter auf Meiref von Łódź hat es gelebt und in Suwałki Gegend, Łomże hat es auch gelebt, aber nicht inzwischen. Aber das kommt von Slawisch oder? Ich meine, es kommt von Polisch, aber wieder der Territorium auf Polisch deckt sich nicht mit der Territorium auf Jiddisch. Und das ist wieder ein Rettenisch, was ich bin nicht der Goyen, was kann das verämpfen. Nun darf er sich für euch verneigen, oder?